So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Für alle, die vorher schon dabei waren beim Talkthrough. Und jetzt sind wir hier beim Kassettenschmerz. Und da bin ich leider forever alone. Servus again, sagt schon wieder Philipp. Das ist schön, dass du da bist. Hallo. Seppi hat sich jetzt wieder sauber aus der Affäre gezogen. Und ich bin ganz, ganz alleine hier. Nur mit meinem dicken Bauarbeiterkollegen. Das ist der einzige, der mir da noch Gesellschaft leistet. Ja, es hat ein bisschen was gegeben. Es gab ein paar neue Poster, einige Casting-News. Der Mike hat mir diesmal auch wieder dankenswerterweise aber physische Releases der Woche geschickt. Das ist sehr nett von ihm. Und natürlich unboxen wir wieder. Wir haben One Piece OP14 noch am Booster Pack. Very sorry. Und dann hätten wir Pokémon Entwicklungen in Paldea noch ein Pack. Oder schon von den neuen Optimale, oh mein Gott, das habe ich gefallen. Optimale Ordnung, hätte man auch was zum Unboxen. Haben wir mit Megastar mit drauf, mega, keine Ahnung, so der Genera, Pipi, sonst irgendwas gewesen sei. Und ein Mauzi. Jetzt könnt ihr das eigentlich aussuchen, was wir nehmen. Starmie, also nehmen wir überhaupt optimale Ordnung oder bleiben wir erstmal bei den alten Shit oder nehmen wir schon die neue? Das schauen wir dann einmal, wenn da noch ein paar Leute mit abstimmen. So wie E-Mail gekriegt hier nebenbei. Bald kommt Post. Das ist schön. Das ist schön. So, mit was fangen wir an? Natürlich wie immer mit Poster-Gedöns und Trailer-Gedöns. Dieses Jahr im Sommer, ich glaube letzte Woche habe ich eigentlich das Datum gesagt, zum Start der zweiten Staffel The Last Airbender. Da Juni, weil jetzt haben sie ein neues Poster noch mit ausgeballert. Hübsch, hübsch, hübsch. Bin ich mal gespannt, wie gut das die zweite Staffel wird. Ich habe die erste habe ich war also aber nicht mega begeistert davon. Aber auf alle Fälle auch die richtige Richtung. Mal schauen, was Staffel 2 dann kann. Dann ist, ich glaube, der ist heute sogar noch rausgekommen, ein neuer Trailer zu dem Obsession. Und da bin ich sehr neugierig. Der Trailer sagt jetzt, also man sagt ein bisschen so, um was das geht, ein Wunsch, man soll aufpassen, was man sich wünscht, hast auf alle Fälle. Und der deutsche Zusatztitel ist Du sollst mich lieben. Servus alle miteinander, sagt der Marquez. Hola, Senor. Senor Cecil. Genau für diese ist wichtig. Du bist unser Pokémon-Mensch. Also, Sesselberger, wir haben eine Pokémon-Entwicklung in Paldea zum Unboxen. Schaut euch den Preis an. Ich fühle mir dazu, dass es eigentlich kosten dürfen, die Schweine. Oder wir haben eines der neuen optimale Ordnung Booster und du kannst darfst jetzt mit abstimmen, was wir machen davon. Also entweder alten Shit Entwicklung in Paldea oder gleich die neue Shit optimale Ordnung. Sag's mal, was sagt der? Pokémon muss sein. Ich bin jetzt bei Doro. Bin jetzt einem Doro Game, erste Staffel gesehen und die neue für den zweiten auch schon. Müssen wir da rüber schauen, weil sonst kann ich den Chat nochmal lesen hier. Jetzt bleibt mir cool. Erst einmal fette Potato natürlich wieder an den Philipp. Vielen Dank für deine Spende. Küsschen auf die Nüsschen. 26, schlechteste Kinoerfahrung, Return to Silent Hill, beste Kinoerfahrung, Project Hail Mary wird der Film des Jahres, 100%. Oh, bin ich gespannt. Den möchte ich auch noch sagen. Für mich ist jetzt, ich habe noch keine schlechte Kinoerfahrung gehabt, dafür eine obergeile, das war They Will Kill You und eine herausragende, das war der Super Mario Galaxy Film gestern. Bin im Doro Game, ja cool, sehr geil, hast alles richtig gemacht, ich finde die Serie mega. Und vielen Dank nochmal an den Sessler. Gibt es ein Küsschen auf die Nüsschen. Und bin im Manga jetzt bei Band 5 gekommen und habe heute Vormittag die erste Folge noch gesehen von der zweiten Staffel. Gefällt mir schon wieder sehr gut. Ein cooles Intro und Outro diesmal. Besser als das Wirre von der ersten Staffel. Optimale Ordnung, sagt er. Okay, dann darfst du nur aussuchen, was wir nehmen. Machen wir Mega Starmie oder Mega Scharniera, Haltiera, was weiß ich, oder einfach nur das Mauzi. Das darfst du auch noch aussuchen für deine edle, tolle Spende hier jetzt gerade, Baby. Bin leider kein großer Manga-Leser, eher Anime. Okay. Zwischendrin Uncle from Another World zum Empfehlen. Was ist Uncle from Another World? Das ist auch Anime. Miauts, genau. Das nicht mehr passt. 1 Miauts wird heute geunboxed mit One Piece. So, was haben wir jetzt gerade angeschaut? Obsession, Trailer anschauen. Schaut cool aus. Du sollst mich lieben, deutscher Zusatztitel.
Dann ist der Trailer beziehungsweise Poster rausgekommen mit einem Start. Der ist jetzt eine Zeit lang man ja auf Eis gelegen, beziehungsweise hat man nicht gewusst, wann, wo und wie er rauskommt. Nur eben, dass die Netflix ihn dann geschnappt hat. Vom Virkula, meine ich, also Tommy Virkula, genau, der Dead Snow 1 und 2 gemacht hat, kommt dieser Hai-Film If the Flood Doesn't Kill You, Thrash. Also wir haben hier wieder Haie, die in einem überfluteten Gebiet rumwurschteln und dort Leid wegbrodeln. Und Tommy Virkula ist ja schon fast der Garant für einen guten Film. Ich behaupte, ich fand zwar jetzt den Violent Night, glaube ich, oder geheißen, oder der Weihnachtsfilm, den fand ich jetzt nicht konsequent genug. Der war mir irgendwie, als wäre er da mit angezogener Handbremse gefahren. Aber trotzdem spaßig. Und er erscheint am 10. April. Haben wir nicht mehr lang. Dann bauen wir uns ihn ein. Letzte Woche habe ich schon gesagt, dass Kirsten Dunst ja jetzt halt für The Housemaid's Secret gecastet worden ist. Jetzt haben wir hier auch schon ein Poster mit dem Startdatum nächstes Jahr Dezember am 17. Soll es soweit sein, dass wir die Fortsetzung kriegen von der Sydney Sweeney ihrem Film. Mal schauen. Also eigentlich kannst du jetzt halt gerade noch die Sydney Sweeney in die nächste Bude einschicken und Geld Leid wegmeucheln. Also why not? Bin dabei, her damit, her damit. So, und da noch aufgeschrieben. Genau, zu Backrooms habe ich jetzt kein Poster da, aber zu den Backrooms ist ein Trailer gekommen, der kommt jetzt auch schon am 29. Mai über A24 und irre eigentlich, der Regisseur, man ist erst 20 Jahre alt, also mit 20 Jahren, Respekt, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Ist, glaube ich, auch der jüngste Regisseur, zumindest dann bei A24, der da bisher was rausgehauen hat. Und der Trailer, er verrät auch nicht wirklich was, schaut aber schon sehr einladend aus, finde ich, zumindest wenn man auf so abgespacede, atmosphärische Dinge steht. Ich bin sehr gespannt drauf. Drum kick's dann an. Und so was ist noch endlich was rausgekommen zum Ice Cream Man vom Eli Roth. Der Eli Roth, so. Der Ross Eli. Kommt jetzt im August. Bin mal gespannt, was uns da erwartet. Ich hoffe, dass er qualitativ an Thanksgiving anschließen kann, weil das war für mich mit Hostel und Hostel 2 eigentlich sein bester Film bisher. Und die anderen waren alle immer so ein bisschen, naja, hätte ich gesagt. Das war's mit Trailer und Poster. Darum rumpelt man jetzt gleich geil eine in die ganze Casting-Geschichte, die veröffentlicht worden ist. Unter anderem zu Dexter Resurrection, der 2. Staffel. Der gute, ich glaube, Brian Cox heißt er. Und die Staffel 2 hat den Zusatztitel The New York Ripper Unmasked. Da bin ich ja schon mal gespannt, was uns da dann erwartet, weil ich fand die erste Staffel Resurrection ziemlich geil und freue mich auf mehr aus dem Universum, beziehungsweise aus dieser Geschichte. Brian Cox, woher kennt man den guten Mann? Da schauen wir jetzt mal, oder schauen wir nicht, weil es uns da jetzt wieder rauswirft, zurück. Stimmt, ein neuer Trailer zu He-Man ist rausgekommen. Ein neuer Trailer zu Masters of the Universe. Den müsst ihr euch auch noch anschauen. Ich habe mir jetzt nicht angeschaut, weil ich möchte mir nicht mehr verraten lassen. Succession. Troja, daher kennt man natürlich den guten Herrn. Dann kommen wir jetzt dazu, pass auf, da muss ich schauen. White Lotus, Staffel 4. Hat irgendjemand White Lotus schon mal gesehen? Ich habe da bisher noch nicht reingeschaut, aber sie wird ja auch so gefeiert. Die soll ja so überragend gut sein. Darum würde es mich interessieren. Und jetzt für Staffel 4 Schwung Schauspieler bekannt gegeben worden, unter anderem die Heather Graham, die wir jetzt zuletzt bei The Will Kill You gesehen haben und aus Hangover kennt. Was verzeiht es? Mal kurz wieder in den Chat reinschauen. Ja, genau, da magst du Ausnahme jetzt fix. Anime auf Netflix, Onkel wacht aus dem Koma auf und erzählt von seinen Erlebnissen in einer anderen Welt. Okay, hört sich interessant. Oh, ist das eher ernst oder wie kann ich mir das vorstellen? Dann haben wir Gnädel, ich habe Mangel letzte durchgelesen und wohl Lektor darfst du noch fragen, bin gespannt. Succession. Obsession. Lass mich in Ruhe. Kurzen Sprachfehler gehabt. Was soll denn das? Mir steckt der Corby mit seinem perfekt Englisch, das er über den Tag legt. Weiter mit White Lotus Casting. Dann die Rosie Perez. Die kennt man ja auch, die gute Dame. Jetzt muss ich gerade mal schauen, woher das ich die eigentlich so kenne. Zuletzt. SpongeBob, ganz genau, das war's da. Joanna hat sie mitgespielt. Das, glaube ich, war das letzte, wo ich es gesehen habe. Clifford, der große rote Hund. Man kennt es auf alle Fälle, die Dame.
da die behaupten, oder? Sagt es dazu? Kennt man. Kennt man. Die ist gecastet. Dann noch der Schnitzelbeni, Ben Schnetzer. Hallo. Hat jetzt eigentlich die Rosie Perez Seiten geteilt? Hier ist schon wieder Teilkasaler. Falls nicht, schreibt es mir kurz in den Chat rein, falls ich Rosie Perez nicht gesagt habe. Dann sagt jetzt erst der Schnitzelbeni. Hier, keine Ahnung, ist mir ehrlich gesagt noch völlig unbekannt, der Gute. Schauen wir mal, was der so gemacht hat. Ben Schnetzer. Schauen wir miteinander. Three Body Problem habe ich leider nicht gesehen. Why the Last Man habe ich auch nicht gesehen. Snowden habe ich auch nicht gesehen. Warcraft The Beginning hätte ich zwar gesehen. Ha! The Beginning war der Zusatztitel, ja. Da ist nicht viel begonnen. Na, den habe ich jetzt halt überhaupt nicht auf dem Schirm. Schnitzelbeine, was zum Essen? Ernst absolut nicht. Ich glaube, das schaut ich nicht mal Isekai für Witz und dann. Ach so, ja, weil Isekai schaut, kenne ich dann schon, dann weiß ich auf was man sich einstellen könnte. Muss ich mal schauen, weil ich habe doch schon eine Handvoll Isekais gesehen, ob ich nicht schon übersättigt bin von dem Thema. Aber jetzt ist erst einmal Inuyasha muss ich jetzt erst mal fertig schauen. Und dann natürlich Doro immer wieder. So, da ich nicht weiß, ob ihr vom Schnitzelbeni die Dame, die Rosie Perez geteilt habt, kriegt es jetzt einfach nur mal zum Sagen. Da ist sie. Also, kennt man. Kenny. Wir haben es noch hier gecastet, den Tobias Santelmann. Das war mein Spitzname von meinem Meister in der Lehre. Santelkani. The Last Kingdom, aus dem kennt man auf alle Fälle. Machen wir mal Bild 1 groß. Bild 1 groß. Hallo, Bild 1 groß, habe ich gesagt. Jetzt das Internet sagt, nein, nichts 1 groß. Wen haben der bei dem Kingdom gespielt? Ich weiß nicht. Irgendwie bei mir, das Internet macht ja gerade komische Sachen bei mir. Oh, Nummer gespielt, der gute Herr. Da ist er Skandinavier, drum der Name Santelmann. Sowas von super. Robin Ogblaneten. Utmark. Na, ist jetzt leider nichts dabei, woher ich den guten Herr kenne, außer eben The Last Kingdom. Aber die Serie ist mir irgendwann auf Nüsse gegangen, drum kann ich da auch kein Gesicht mehr zuordnen. Dann ist nur die Frida Gustafsson gecastet worden. Die gute Frau kennt man aus, ich glaube, Vikings Valhalla. Da hat sie mitgespielt. Genau, Freddy ist Eriksdotter. Bei The Witcher war es auch dabei, aber eine Folge deswegen wahrscheinlich eher unauffällig gewesen. Aber wer Vikings Valhalla gesehen hat, der kennt es dann natürlich. Da müsste ich mal die 3. Staffel anschauen, da habe ich irgendwie nicht weitergeschaut. Spricht vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für die Serie, wobei es eigentlich gar nicht so schlecht war. Eigentlich lauter Schweinsverweichlicher, naja. Und zu guter Letzt Laura Smet, kennt man aus der Werbung, das Smet mir. Ha, was für ein unglaublich guter Witz. Gott, habe ich diese Werbung gehasst. Woher kennt man Laura Smet? Es brennt in mir die Brautjungfer. Ist ja, glaube ich, eine Französin. Drum, ja, natürlich hier sehr viele französische Werke. Kenne ich auch noch nicht, die gute Frau. Und ich muss echt mal in dieses White Lotus jetzt noch mal reinlunzen, weil immer wieder liest man es, ich glaube, wieder ziemlich oft mit Preisen zugeschüttet. Drum war es mal interessant zum Anschauen. Nächstes Casting, da geht es jetzt um eine Buchverfilmung von Sony. Die dran eine Serie über Epstein, who didn't kill himself. Und basiert auf dem Buch von der Julie K. Brown namens Perversion of Justice. Und das erste Casting, das wir da jetzt bekannt gekriegt haben, ist die Laura Dern. Und man kennt sie natürlich aus Jurassic Park mit TSCH geschrieben, Jurassic Park. Zuletzt haben wir sie irgendwo gesehen, hätte ich gemeint. Ich weiß aber nicht mehr wo. Genau, bei Caught Stealing hat man es gesehen. Und wo noch? Oh Gott, stimmt, Jurassic World, ein neues Zeitalter. Kriege einen Schlaganfall, wenn ich gerade dran denke. Laura Dern, auf alle Fälle kennt es. Wer es nicht kennt, selber schuld. Dann hast im Filme-Game nichts verloren. Nächstes Casting ist der John Hannah.
wer ihn kennt und wer ihn jetzt sagt, wird sicher wissen, auf was das ist, für was er gecastet worden ist. Er kehrt zurück als der Rachel Weisz, ihr Bruder, in die Mumie 4, die wir ja endlich kriegen werden. Da freue ich mich schon drauf und finde es ja cool, dass er wieder dabei ist, weil er war immer netter Comic Relief in dieser Filmreihe. Und jetzt bin ich gespannt, wann da der größte Shitstorm losbrechen wird, denn jetzt haben wir unseren Mulder und unser Scully für die kommende Ryan Coogler Akte X Neuverfilmung. Mulder wird gespielt vom Himesh Patel. Den kennen wir den bei uns schon irgendwo? Tenet, okay. The Assessment. Black Mirror hat er mal mitgespielt. Mir jetzt noch kein Name, aber wird er wahrscheinlich dann noch sein. Und die Scully wird gespielt von der Danielle Deadweiler. Die kennt man, glaube ich. Mal gucken, woher kenne ich die? Kenne ich die überhaupt? Da hat er der Wall, schauen wir mal. The Bear, da genau, daher kennt man es. Und I Saw the TV Glow, da habe ich es auch gesehen. Ja, und bin gespannt, wann der große Shitstorm losgeht. Er hat bis jetzt anscheinend noch nicht begonnen oder ich habe noch nicht mitgekriegt. Mal gucken. Aber ich glaube, er wird fast nicht ausbleiben, weil Leute ja, wir wissen es, alle Vollidioten sind. Alles rassistische Arschlöcher. Nächste Casting, God of War wieder mal. God of War hat wieder mal einen rausgehauen, nämlich die Sonja Walger, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Sie wird auf alle Fälle die Freya spielen. Ich bin schon so heiß auf diese Serie, unglaublich. Also das ist echt eine meiner Most Wanted. Wenn die endlich raus ist, dann flippe ich komplett aus. Komplett. Und das, glaube ich, sind jetzt sogar schon die letzten beiden Castings, die ich dabei habe. Das ist unter anderem einmal der gute Wagner Muribala, keine Ahnung, wie man ausspricht. Er war aber, glaube ich, bei Narcos, oder? Da genau, der Pablo Escobar war das. Er ist jetzt für den neuen Film von Panos Cosmatos, der uns mit Mandy das Leben verschwindet hat. Flash of the Gods heißt der. Und ursprünglich war der Oscar Isaac dafür geplant gewesen. Jetzt ist er aber eher sein Ersatz. Warum? Ist nicht dabei gestanden. Aber damit ist auch keine schlechte Wahl drauf, weil der Typ ist ein sehr guter Schauspieler, den schaue ich auch gern zu. Und er spielt an der Rolle von der fabelhaften Kristen Stewart. Und ich bin sehr gespannt, was uns der Cosmatos da liefert, weil mit Mandy, da hat er schon ein unglaubliches Brett ausgekaut. Das war ja irre. Damals im Hardline der Abschlussfilm gewesen. Da fährst du mit einem geilen Feeling heim, wenn du so ein Brett noch um die Ohren gehauen kriegst. Jetzt kommen ein paar so komische News. Ich frage, brauchst du das? Mag ich nicht stellen, die Frage. Eigentlich hasse ich die Frage, brauchst du das? Ja. Für irgendjemand wird es schon brauchen. Fall soll einen zweiten Teil kriegen und der soll schon diesen August kommen und dann auch noch einen dritten Teil. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, weil die News ist rausgegeben am 1. April und am 1. April sind ja alle super lustig und verbreiten dann irgendwelche Scheiß-News und so Mist. Naja, James Bond schon gehört. Da haben sie auch noch keinen gecastet, oder? Wenn, dann ist es jetzt rausgekommen, weil offiziell wisst ihr da noch nichts. Was hast du da für Infos, die ich noch nicht habe? Was ich aber gehört habe, ist ein neuer Teil von Scream kommt natürlich. Wer hätte jetzt gedacht, nach dem Riesenerfolg von Scream 7, der ja dann das Franchise auf die Milliarde Umsatz gehievt hat, kommt natürlich noch 8. Teil. Und es kann eigentlich nur besser werden als Teil 7, weil Teil 7 war ja unterirdisch. Jedenfalls wird er geschrieben von zwei fähigen Leuten, nämlich der Lilla Zuckerman und ihre Schwester Nora Zuckerman, und die haben auch schon Pokerface geschrieben. Also es sind auf alle Fälle fähige Leute dahinter, wie ich schon gesagt habe. Darum freue ich mich dann schon ein bisschen mehr wieder, weil nach Teil 7 habe ich mich erst gar nicht mehr auf einen weiteren Teil gefreut, aber mal gucken. Ich lasse mich mal gerne eines Besseren belehren. Für Fans von From gibt es jetzt auch endlich ein Startdatum. Die 4. Staffel geht jetzt am 20. April auf Paramount Plus los. Da werde ich dann auch endlich mal reinschauen, weil ich glaube, das ist ja das Finale. Und da kann ich das sauber am Stück durchhorzen. Ich keine Lust, dass ich wart. So, jetzt müssen wir wieder kreislig auf Instagram gehen, damit ich Sachen sagen kann. Weil ich die Bilder so nicht mehr gefunden habe und ich habe nicht so viel Zeit gehabt, weil hier bam, eins nach dem anderen erst fett
also Super Mario Galaxy Folge aufgenommen mit Seppi, dann noch geil, Grand Talkthrough aus der Couch, jetzt hat noch Kassettenschmerz. Was, Jesse Buckley? Ist das offiziell? Hast du da eine Quelle? Gib mir eine Quelle, sonst glaube ich dir kein einziges Wort, du Lügenbaron von Gnedelwutzlerhausen. Bist du auf der Kanonenkugel hergeflogen. Quentin Tarantinos, beziehungsweise nicht Ridley Scott, wer macht's? David Fincher macht ja zum Quentin Tarantinos Figur Cliff Booth ein Spin-off, nämlich The Adventures of Cliff Booth. Und da haben wir jetzt auch die ersten Bilder dazu, die ich sage ich jetzt eben über Instagram. Ich glaube, dass sogar ein Trailer heraus ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da habe ich aber selber noch keinen gesehen. Schauen wir uns aber die ersten Bilder an. Sie sind natürlich nicht viel aussagend. Wie sollte es anders sein? Aber für mich war Cliff Booth in Once Upon a Time in Hollywood die coolste Figur, mit der habe ich den meisten Spaß gehabt. Drum könnte es ein ganz cooler Film werden, ein ganz spaßiger. Die Rolle spielt der Brad Pitt sehr geil und David Fincher ist ja Weltklasse-Regisseur. Darum gehen wir da natürlich sehr positiv ran an den Speck. So Leute, jetzt hört's leider auf mit Teilen, weil ich nicht mehr geschafft habe zum Raussuchen, aufgrund von extremer Überarbeitung, die ich da an den Tag für euch gelegt habe. Darum kriegt ihr die ganzen Infos nur noch mit meinem schönen Gesicht hinterlegt. Genau, und der gemacht, wie das Beutel vom Trump bei nachdenkliche Sprüche mit, oder nachdenkliche Bilder mit Sprüchen, nachdenkliche Sprüche mit Bilder, so heißt es. Auf alle Fälle sein bestes Werk, genau haben der gemacht. Lights Out 2 ist jetzt offiziell in Arbeit, wird gerade geschrieben und soll dann auch endlich wirklich rauskommen. Was ist da? Okay, ich nehme alles zurück, habe vergessen, was gestern für ein Datum war. Okay. Ja, ich habe auch ein Casting zu der 3. Staffel One Piece ist gekommen, jetzt weiß ich nicht mehr wer, aber unter anderem war der Charlie Hunnam war aufgeführt gewesen als Rayleigh und dann liest du einen ellenlangen Post und unten steht dann auf einmal hey, April Fools. Oh Gott, ich hasse diesen Tag unglaublich viel, weil es ist so dumm. Es ist halt auch, keine Ahnung, es ist halt nicht lustig, es ist einfach nur nervig. Naja, lass mir die Leute ihren Spaß. Ausnahmsweise. Anime-News gibt es einen Haufen dieses Mal. Unter anderem haben wir im Juli gestartet The Ghost in the Shell vom Dan Studio Science Saru. Bin ich gespannt, kann ich mal richtig mit einsteigen in das Neue. Dann haben wir Baki-Do, The Invincible Samurai, Part 2, wird Netflix-exklusiv erscheinen. Frieren, Beyond Journey's End, Staffel 3 ist für Oktober 2027 angekündigt. Oshinoko, Staffel 4 angekündigt. Tokyo Revengers, Staffel 4 ab Oktober 2026. Ranma 1,5, Staffel 3 ab Oktober 2026. Und dann ist eine 4. Staffel zu Jujutsu Kaisen angekündigt worden. Aber wenn ich endlich mal den 2. Manga-Band finden darf, dann kann ich da anfangen, dass ich mit dem dass ich die Manga mal lese. Was ist da? Agentum, ja, Bayer im Livestream habe ich der, ja, servus, hast du zu uns verirrt, oder wie? Geil, dass du da bist, schön, dass du da bist. Genau, ich brauche nämlich den 2. Band von Jujutsu Kaisen, aber ich brauche den von Kase-Manga mit dem Kase-Logo, weil die ersten, also 0 und 1 auch mit Kase habe und ich bin ja absoluter innerlicher Monk und kann das dann anders nicht kaufen. Drum flippe ich bald aus, wenn ich es nicht irgendwo finde. Wo bist du denn hier, Agentum? Verzeih mal Geschichte von der toten Sau. Gefällt uns alle. Streaming-Starts. Wer hat sich denn eigentlich damals die Streaming-Starts gewünscht? Was ist du, Gnedelwutzler? Ich weiß es nicht mehr. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jemand anderer war, der seitdem auch nicht mehr so oft da war. Und ich mache mir jetzt mal die Mühe für ihn. Unfassbar. Aber ich tue es ja gern, Leute. Ja, für den Rest da. Kommt nicht für die Woche. Meine neue Folgen zu Daredevil sind 2 rausgekommen am Mittwoch und die 2. Folge zu der neuen Staffel Scrubs. Daredevil überragend. Die 3. Staffel hat am Ende, die 3. Folge hat am Ende einen Kampf drin und der ist choreografiert, dass da wirklich Schädeldecken weghaut. Ein One-Shot, fette Kampfchoreo, das habe ich zurücklaufen lassen müssen, weil es so, ich habe es nicht glauben können, dass es ein One-Shot war, habe ich nur mit durchschauen müssen. Echt bombengeil. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und Scrubs macht auch richtig Spaß. Deggendorf, bist du weit weg von uns, passt? Dann gleich mal Abo hier, abonnieren, weißt schon, und dabei bleiben. Wir sind nämlich der beste bayerische Podcast, den es gibt. Und wenn du ein bisschen Film interessiert bist oder Gaming interessiert bist, dann bist du genau richtig bei uns aufgekommen. Wir sind nämlich wunderschön, unglaublich lustig, saugescheit,
wirklich alles, was gut ist, haben wir in uns als Person vereinigt. Dann auf Netflix haben wir jetzt schon mal heute angesprochen, die zweite Staffel Dorohedoro, finally, endlich. Jeden Mittwoch mal eine neue Folge und geht los mit gleich mal 3 Folgen. Das ist richtig geil. Jedenfalls gefällt mir auf Devil May Cry ja, stimmt, die geht im Mai weiter, endlich die zweite Staffel. Da bin ich auch schon gespannt. Und heute, dann, jetzt haben wir nur noch Starts auf Crunchyroll, nur ein bisschen Anime-lastig. Heute geht los Dr. Stone, Science Future und am Sonntag endlich One Piece, der Elbaf-Arc. Wie geil wird das eigentlich werden? Nachdem ich die zweite Staffel angeschaut habe und die beiden Riesen wieder gesehen habe, war ich sofort richtig heiß, dass ich endlich One Piece, die scheiß Strohhüte auf Elbaf sehe. Und jetzt wird es natürlich, ich glaube, es ist ein 2-wöchentlicher Rhythmus, in dem jetzt die Folgen veröffentlicht werden. Auf der einen Seite cool, weil dann glaube ich, wird weniger Filler-Scheiß eingebaut, weil zuletzt bei Wano Kuni ist echt eskaliert mit den Filler. Aber heute immer 2 Wochen warten auf eine neue Folge, das wird schon richtig hart. Aber ich freue mich, dass es endlich weitergeht. Das wird, Sonntag ist gerettet. Die ersten 3 Folgen waren schon stark bei Dorohedoro. Ich habe bis jetzt nur die erste gesehen, aber die war auch schon stark und ich gehe davon aus, dass die restlichen auch stark sind. So, physische Releases für die Leute, die gerne sammeln und zeigen nur ins Regal stellen, so wie es eigentlich gehört. Diese Woche kommt raus Primitive War. Das ist irgendwie Soldaten, die gegen Dinosaurier kämpfen. Das hört sich cool an, kann geil sein, kann aber riesiger Scheißdreck sein. Ich kann noch nichts dazu sagen. Dann The Puffkipsy, ich habe keine Ahnung, wie es ausspricht, Tapes, deutscher Zusatztitel, Aufzeichnung eines Serienkillers, Lost Highway für die Finch-Fans unter uns, David Lynch-Fans, nicht Finch-Fans, für die David Lynch-Fans kommt endlich Lost Highway in 4K Remastered raus und dann noch Sue Thorn, Fäden des Verbrechens und der soll ziemlich wild sein, ich habe den noch nicht gesehen, der Mike hat ihn gesehen und der hat ihn ziemlich gefeiert, drum werft mal ein Auge auf das Teil. Dann gehen wir natürlich zu den Kinostarts. Den wichtigsten Kinostart habe ich ja schon erzählt, nämlich gestern mit Super Mario Galaxy Film. Sage ich natürlich nochmal ganz gern diese wunderschönen Sammelkinotickets, die es da dazu gibt. Die sind ja wirklich zauberhaftig schön. Sogar so mit Glitzeroptik teilweise. Voll schön. Hinten kannst du aufschreiben, wann warst du da im Kino, welche Uhrzeit, in welchem Kino, in welchem Saal, in welcher Reihe, auf welchem Sitz, welche Begleitung und was ist der Lieblingsfigur. Unglaublich. Das ist die Nummer 1, sogar durchnummerierte Karten. Dann haben wir hier Karte Nummer 2 und Karte Nummer 3. Das ist für mich das schönste Motiv. Das ist schön, wenn man 2 totale Schweinebanausen im Kino dabei hat, die so wunderschöne Sammelaccessoires überhaupt nicht zum Schätzen wissen. Dann kriegst du halt alle 3, weil normal kriegst du einfach nur eine zu dem Ticket dazu. Wir waren zu dritt und sie sind absolute Schweinsbanausen, wie ich gerade gesagt habe. Was läuft heute noch im Kino? Wir haben heute den 2.4., bin eine Woche falsch. Das Drama nochmal auf Anfang mit der Zendaya und Robert Pattinson. Filmstarts gibt ihm 2,5 von 5. Interessant, weil ich hätte eigentlich gemeint, dass der ziemlich gut ankommt. Naja, als wäre es leicht, irgendein Drama. Dann Le Miserable, die Geschichte von Jean Valjean. Keine Ahnung, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe, aber ich glaube, es hat sich gut angehört. Segeljungs mit 0 Ahnung um die Welt, genauso dass mir AG. Siri Hustvedt, Dance Around the Self. Irgendein Doku. Noch ein Doku, dann kommt ein Drama namens Alpha. Best of Cinema. Stimmt, wir haben ja schon wieder April. Best of Cinema ist wieder. Nächste Woche Dienstag mit Sicario. Den sollte man sich auf alle Fälle, wenn man versammelt hat, damals im Kino noch mal anschauen. Sicario ist echt ein Brett von Film gewesen. War richtig, richtig stark vom Denis Villeneuve. Und kann ich nur empfehlen, wenn es mal ausgeht, werde ich mir den nochmal einbauen. Genauso wie The Revenant, der Rückkehrer, kriegt ja auch nochmal eine Wiederaufführung. Steht zwar jetzt nicht genau dabei, wann, aber das habe ich jetzt schon länger gelesen, dass der nochmal ins Kino kommt. Kann ich auch nur empfehlen, dass man den nochmal anschaut, weil der war auch sehr intensiv, ziemlich hart teilweise gewesen. Wir waren ja beim Talkthrough-Show beim Jesus. Jesus ist wieder am Start mit Das letzte Abendmahl, ein Historiendrama. Akten des Missbrauchs, die Geschichte eines organisierten Verbrechens im Vatikan.
Da werden sie sich freuen. The Gospel of Revolution. Viel Filmstarts diese Woche, relativ wenig, die mir wirklich was sagen. Aber ich war sowieso völlig bedient mit dem Kinostart vom Super Mario Galaxy Film. Das ist mein Highlight des Jahres gewesen. Und wird wahrscheinlich nicht mehr zu toppen sein. Was ist da noch los? Die ersten 3 Folgen, ja, nichts Neues, okay, immer nur der gleiche Soz für euch. Jetzt gehen wir in die Streaming-Charts rein. Und wenn wir das gemacht haben, dann tun wir wieder Packs rappen. Streaming-Charts, 20. März bis 26. März. Auf Platz 10 Invincible Staffel 4. Wow, shit, die ist ja losgegangen. Das habe ich komplett vergessen. Auf Prime Video muss ich unbedingt reinschauen, weil nach der 3. Staffel, hab's euch damals verzeiht, hat mir die Serie endlich richtig gut. Dann Platz 9 Netflix mit der ersten Staffel Age of Attraction. Platz 8 nochmal Netflix mit der zweiten Staffel One Piece. Hey, wer da One Piece schauen, die muss da aufwandern und mindestens 10 Wochen in die Top 10 sein, am besten auf Platz 1. Dann Hulu auf Platz 7 mit der 4. Staffel The Secret Lives of Mormon Wives. Die holt sie ziemlich krass, die glaube ich schon 4 Wochen da drinnen. Prime Video ist mit der ersten Staffel Scarpetta auf Platz 6. Hulu ist auf Platz 5 mit der zweiten Staffel Paradise. Die holt sie auch ziemlich beständig, genauso wie der 4. Platz, die zweite Staffel The Pit auf HBO Max. Und unser Top 3 Netflix mit Virgin River Staffel 7 auf dem 3. Platz. Erste Staffel The Medicine ist auf Platz 2 über Paramount Plus und Netflix ist mit der zweiten Staffel Beauty in Black auf Platz 1. Ja, wie gesagt, mehr One Piece schauen. Wir wollen mehr One Piece in den Top 10 haben. Und bei den Filmen interessant zumindest zum Erwähnen, dieses Mal Peaky Blinders, The Immortal Man auf Platz 1. Ansonsten sind es wieder irgendwie so lauter so Schweinsfilme, die ich quasi auch nicht kennt. Aber immer noch K-Pop Demon Hunters auf Platz 4. Irre, dieser Film, der wird nie wieder aus der Top 10 verschwinden. Muss ihn da noch anschauen, ja. Ist ja anscheinend sehr sehenswert. Oder vielleicht hat er jetzt auch noch mal so einen Boost gekriegt, weil er ja einen Oscar gekriegt hat, gell? Schaust Invincible. Noch nicht. Also, ich hab's, durch das, dass ich jetzt gerade gelesen habe, dass die 4. Staffel läuft, ist mir wieder eingefallen, dass ich unbedingt eine schauen muss, weil mir die 3. echt sehr gut gefallen hat. Jetzt gibt es unser Super Duper Unboxing. Schauen wir mal, ob wir eine Manga-Karte ziehen und dann endlich reich werden. Immer wieder sage ich es, aber nie wird es. Ausflippen kann ja schon mit denen, jetzt haben wir ein bisschen geschaut nach dem Naruto Mythos Trading Card Game, heißt ja, das ist ja unbezahlbar, überall ausverkauft, diese Schwänze, verkaufst du natürlich wieder für schweineteures Geld. Und ich hätte es so gern, das war echt wieder so ein Trading Card Game gewesen, auf das ich mich richtig gefreut habe, weil ich bin so ein großer Naruto-Fan. Charakterkarte, Johnny. Also, warte mal, jetzt muss ich mal umbauen. So, Johnny. Dann haben wir einen Edward Newgate alias Whitebeard. So, Ryuma. Dann die Gloriosa, Grandman Neon. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal schon drinnen gehabt. Mal gucken. Porsche. Oh, da ist der Chopper. Tony Chopper mit drauf. Tony Chopper, Herz allerliebst in der 2. Staffel dargestellt. Also, wer es noch nicht angeschaut hat, die 2. Staffel One Piece, ich sag's nochmal, schaut es euch an und richtet euch 1000 Tempos her zum Warner, weil Folge 7 so schweinetraurig ist, dass du ausflippst. Bluegrass. Dann haben wir eine Eventkarte, diesen komischen Cutlass, Crescens Cutlass haben wir wieder. Die haben wir das letzte, glaube ich, habe ich jetzt jedes Mal wieder ausgezogen, die Schweinekarten. Pikachu. Fischer Tiger haben wir auch schon letztes Mal gezogen. Sauerei. Basil Hawkins haben wir auch schon letztes Mal gezogen. Na, oder vorletztes Mal, ich weiß nicht mehr. Sauerei, sage ich wieder. Jetzt wird hier geglitzert, einmal mit dem Shanks, die habe ich auch schon und es ist aber auch leider nur die V1-Karten, die keine 20 Euro wert ist. Und hier Rosinante and Law. Aber schönes Motiv und das ist damals auch eine schweinetraurige Anime-Folge gewesen. Da ist zum Woiner angerichtet gewesen. Bei Folge 7 habe ich es gewohnt wie in Guardians 3. Ja, das kann ich mit unterschreiben. Das ist schon gescheit traurig gewesen. Heieieiei. So, und jetzt auf Wunsch vom Sessel Pupsberger optimale Ordnung mit Miauts genau. Das ist ja, glaube ich, das neueste Set, was jetzt gerade rausgekommen ist. Aber jetzt zufällig beim Globus gesehen, dass die haben. Aber gedacht, nimmst du mit. Oder was beim Globus? Nein, beim Expert war das. Expert Blading. Guter. Ist ein guter. Keine Kassetten mehr drinnen haben, aber dafür Pokémon-Karten. So ändern sich die Zeiten und die Bestände an Ware in Elektronikgeschäften.
Schauen wir mal, was der Pokémon Sepp heute spricht. Einmal haben wir hier Weberak mit klebriger Faden. Den kann auch ich schießen. Ungesund. Nasknet, rollende Steine. Pionskora, Gifthieb. Einen Pokéball. Illumina Galette. Luxio, kampflustiges Gebrüll und dann gibt es einen statischen Schock. Radikal, wegkratzen und vergeltender Nager. Ganz radikal. Mag irgendwie. So, Trainerkarte, die fett glitzert und schillert, nämlich Keilen. Oh, schauen Sie, Glitzer, Glitzer. Nochmal eine Trainerkarte, den Pokémon-Fänger auch voll am Schillern und am Glitzern. Und dann noch ein Monargoras als Holokarte. Aber hier ist wieder nichts, das uns zu den oberen 10.000 vom Geld her hebt. Superstrom, Energiekarte. Zap, zap, das war wieder völlig umsonst. Naja. Sei es wie es sei, verreckt das Rost bleibt heil, sagt man. So Leute, jetzt ist 20 nach 8. Ich habe halt seit halb 6 sitze ich vor diesem Ding, mir tut mein Damm schon so richtig weh, vor lauter Sitzen drum. Sei es mal vergund, dass ich jetzt im Feierabend gehe, oder? Ich sage vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Danke an die Spenden und hier fette Potatoes gehen raus an euch. Die Woche unsere neue Folge rausgekommen zu die Volex mit dem Markt und mit dem Flo vom Hardline. Er hat so ein bisschen Background zu dem Festival, also kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt und eine gute Zeit haben wollt, das ist obergeil. Und ansonsten kommen noch ein paar Kleinigkeiten raus an Folgen demnächst. Super Mario Galaxy Folge haben wir das Sepp nie aufgenommen. Erscheint erstmal auf YouTube als Video und später nur als Podcast-Folge. Also Augen und Ohren offen halten. Dicke Potatoes, vielen Dank und Wiederschauen.